Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ja, heute geht es um die Backpack Trophy, also Rucksackanhänger. Habe ich 8 zusammengestellt, war ganz schöne Arbeit. Aber der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht, das ist ungefähr die Hälfte. Es kommt noch ein zweites Video, einmal dann die andere Hälfte. Manche Sachen sind echt tricky zum Farmen, da musst du draufkommen, und bei manchen Sachen, ja, da brauchst du gerade hinlaufen, wenn du weißt, wo sie sind. Ich zeige euch in dem Video, wo die Dinge sind, wie man es abgreift, weil ein Video ist immer besser als wie jede andere Beschreibung, wo du lesen und bei dir schauen musst. Weil so, ja, springst du hin, was hat der gemacht, mach ja, passt. In dem Sinne, ich bin die Feldwalzen und dann würde ich sagen, packen wir's. Ja, anfangen wir mal mit dem wohl bekanntesten. Das ist das Bankhauptquartier. Ja, im Bankhauptquartier müssen wir uns erst einen Schlüssel freispielen bzw. suchen, damit wir zum Schluss dann da reinkommen, wo der Anhänger drin ist. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir da was los und witzen wir mal los. So, einfach durchspielen bis zu dem Teil da kommt. Da Schaltkasten öffnen, Schlüssel entnehmen. Aber ich glaube, das ist ein Ding, das wissen schon viele. Ah, das ist in dem ersten Büro, wo man reinkommt. Dann geht es weiter zu den Aufzügen. Ja. Dann schalten wir mal einen Tour rein, weil sonst da müssen wir jetzt dann durchwetzen, bis wir beim Tresor unten sind. Mal das Blatt machen und dreht es mir nicht an die Wand. Ich habe das nur in herausfordernd oder in schwer durchgespielt. Ich wollte eigentlich nur die Anhänger formen. Das gilt da für das ganze Video. Ich habe das auf normal oder auf schwer gestellt gehabt. Ja. Ich wollte mir jetzt da nicht unbedingt anstrengen dafür. So, jetzt da vom Tresor rein. Auf der linken Seite, da brauchen wir den Schlüssel, was wir zuerst gehabt haben. Und da in dem ersten Schachtel da, von den Hyenas, die Kiste, da kann sogar ein Exotroppen. Passiert ab und zu mal. Und dann müssen wir ein wenig schauen, da sind so Geldhaufen in alle Ecken. Ja. Und dann, wenn man ganz viele läuft, auf der linken Seite, da ist dann ein Geldhaufen. Ich habe mal ein paar mitnehmen müssen. Und da, wo der jetzt steht, da gibt es den Goldbarren. Und dann machen wir weiter. Im Air Space Museum, man hupft sie, und ich weiß, von dem Anhänger haben schon Millionen vorbeigerannt und haben nicht gewusst, dass da einer drin ist. Da spielen wir auch das ganze Ding durch, bis wir zu der Stelle kommen, wo das Space Shuttle da von der Decke fällt. Dann machen wir da alle platt, dass wir unseren Ruhe haben und da ein wenig suchen können. Und wenn wir dann fertig sind, dann ist an dem Cockpit vom Space Shuttle, schwieriges Wort, ne? Der Anhänger. Nicht auf der Seite, aber er hat zuerst einmal suchen müssen, zwar auf der anderen Seite. Ja, schauen Sie dumm auf den ganzen Tisch herum. Na, geht's auf die andere Seite nochmal. Da ist der Anhänger. Davon. So, da in dem Kastel drin sieht man es, ja. Da gibt es dann den Space Shuttle Anhänger. Ja, der nächste Anhänger ist das Nilpferd, das Stoffnilpferd. Da brauchen wir eigentlich gerade in die Siedlung gehen. Die hat ja jeder, die muss ausgebaut sein. Da springen wir einfach hin. Und dann ganz oben am Dach, ja, da ist so eine Grillstation oder so ähnlich. Ja, da drin hat. Und vor dem Teil ist linkswertig eine Kiste, eine kleine. Jetzt bin ich zweimal vorbeigerannt, aber ich habe es auch nicht gleich gefunden. Also nochmal auf, da wo er steht. Ja. Da ist die Kiste und da gibt es ein Stoffnilpferd. Brauchen wir gerade Abgreifer. Der nächste Anhänger ist in einer Geheimmission. Das Nelson Theater. Da ist auch ganz einfach alle platt machen. Und da ist am Anfang so zwei so Gatter. Ja.
Und da schauen wir mal, wie wir die Dinger aufbringen. Das Gebäude während des Ausbruchs als Wache. Unter der Bühne haben sie Aufzüge zu Zellen umgebaut. Wer vielleicht das noch nicht kennt, die Geheimaufträge, die muss man freischalten, die muss man erst einmal suchen, wo der Eingang ist. Und wenn man die dann gefunden hat, dann kann man die Dinger auch spielen in sämtlichen Schwierigkeitsgraden. Und da gibt es halt zur Belohnung immer Funksprüche und so Backpack-Trophäen, ja, also Rucksackanhänger halt. So, und da haben die zwei Gitter, von denen ich gesprochen habe. Das ist eigentlich auch ganz simpel. Gehen von dem Schalter zwei Kabeln raus, da hängt an jedem Kabel am Ende ein Generator dran. Den Kabeln läuft es nachher, schaltet einen Generator ein, dann ist das Zahlenschloss da aktiviert und dann kann man die Trophy abgreifen. Ja, aber die ganze Audio jetzt nicht mit Absicht nicht geschnitten, ja, dass jeder sagt, ja, da muss ich laufen, weil, ja, eine sichere Art und Weise, gell? Also die zwei Generatoren einschalten, zurück zu der Tür aufmachen und dann liegt praktisch der Anhänger in der Schachtel auf dem Schreibtisch. Bei mir ist die Schachtel schon offen, ich habe den Anhänger schon gehabt, aber gerade, dass man mal sieht, wie man da hinkommt. Ja, und geben tut's da so einen Donutkringel. Ganz was Leckeres. Der nächste Anhänger befindet sich im Lincoln Memorial. Einfach hinspringen, Mission natürlich starten und dann läuft man, bis man bei der Büste vom Lincoln ist. Ja, so lange muss man durchspringen. Ja, Vollgas, alle ein wenig Blatt machen. So, und dann ist da hinten ein Bistro, wenn ich dann einmal alle fertig gemacht habe. Ja, in dem Eck ist dann der Anhänger. Ich kann es nicht sagen, ich habe den schon gehabt, aber da umeinander ist das Teil. Ja, das ist in dem, wo die Büste steht, ganz hinten auf der linken Seite. Und da gibt es dann die Büste vom Lincoln. Der nächste Anhänger, der versteckt sich im Foggy Bottom. Da wo der Stützpunkt oben ist, ja, da haben noch zwei so Kisten, die wo man markieren kann. Ich habe also eine Kisten markiert, bin dann zum Haupteinsatz, der in der Nähe ist, gesprungen und bin dann hingelaufen, kann man auch vom Safehouse aus machen. Ich habe den Haupteinsatz genommen und bin dann quer über die Straße gekommen. Siehst, da hat es die zwei Schlüssel. Ich habe einen markiert, weil das ist ein Backsteingebäude, da wo man dann praktisch am Grund oder wie sagt man, in der Parterre reingehen muss. Ja. Ich habe jetzt das markiert, dann gehe ich im Haupteinsatz und renne da quer um mich. Sucht euch das Gebäude, das hat auf der Stirnseite einen Eingang, da sieht man, wo ich markiert habe, den Schlüssel. Da müssen wir dann oben in den Keller, da ist noch ein Haufen Loot, den nimmt man natürlich dann auch gleich mit. Und unten im Keller ist dann auch die Kisten, wo es dann die Filmrolle gibt.
Ja, die nächste Trophy ist wieder in einem Geheimauftrag. Es ist schon krass, weil da habe ich tatsächlich schon ein bisschen gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Nicht ganz so einfach, aber wir kriegen das hin. Das ist der erste Raum auf der linken Seite, den merken wir uns, da müssen wir dann später noch mit zurück. So, jetzt geht die ganze Gaudi um. Alles platt machen, wo es da so ist, also die ganze Mission fertig spielen, und dann gehen wir zurück in die Boothalle. Da ist dann auf der rechten Seite oben ein Schlüssel versteckt, der ist in so einer Bar. Ja, den nehmen wir mit. Und dann müssen wir Scharfschützengewehr ausrüsten, und dann ist genau gegenüber von dem Teil also ein Kasten, den müssen wir anschießen. So, dann können wir unten wieder weitergehen in die Lagerhalle, wo die Boote da rumhängen. Ja. Da brauchen wir dann das Teil, wo so ein Graffiti an der Wand ist. Das ist, wenn man durchläuft auf der linken Seite. So, jetzt da links. So, da steht drauf, man soll Hände grüßen sozusagen. Da hängt eine Kamera. Dann müssen wir da winken, und dann verzeiht die Tusse was, das eingesperrt ist, und dann müssen wir die Tusse befreien. Befreit Resi, und wenn die Resi da mit dem Laber fertig ist, gehen wir wieder zurück zu der Dio, wo ich am Anfang gesagt habe, die merken wir uns. Also das hübsch am Anfang, die ist jetzt offen, und da können wir einige und das Zeichen abglauben, und dann wir weiter. Wie ich dann da drin gestanden bin, habe ich nicht ganz so genau gewusst, wo ich da mitnehmen sollte, weil ich habe eigentlich nichts gefunden, aber wenn man das Ding nicht aufmacht, dann geht es nicht. So, dann wieder zurück, da wo die Bar war, ja, von der Bar aus gesehen, geradeaus umrennen, da ist dann ein PC, den muss man aktivieren, so, da in dem Büro drin, kann man sich ein wenig an die Schädel, Keep Quiet, vielleicht da, die biegt bei dem anderen Raum dort und biegt da dort, dann Tür aufschließen über den PC, so, dann haben wir die befreit. Dann brauchen wir eigentlich gerade noch zu der zurückrennen. Das ist da, wo das Graffiti an der Wand ist, wo wir gewunken haben. Ja. Da ist dann die Tür rechts daneben offen. Da ist dann die Resi drin und gibt uns einen Schlüssel vom Lagerraum. Ja, sagt sie recht schön. Der Lagerraum ist, wenn man rausgeht, geradeaus 4. Ich habe mir ein wenig verlaufen, weil ich meine, oder ist links, nein, der ist geradeaus 4. Und dann auf der linken Seite kann man dann die Tür öffnen, und da gibt es dann Loot, und am Ende von dem ganzen Ding ist auch der Anhänger. Es hat ganz schön dauert, bis ich da drauf gekommen bin. Gibt es einen Funkspruch noch? Der geht vielleicht den einen oder anderen auch ab, wenn man nicht weiß, wie man da reinkommt. Weil dass man da winken muss, das dauert eine Zeit, bis man drauf kommt. So, dann mit dem Seil nach oben und ganz durch. Da gibt es dann den Eisanhänger. Nein, das ist von meiner Großmutter. Dann muss es echt sein. Na gut. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Schaut mal wieder rein bei mir. Wenn es euch gefallen hat, dann haut mal ein wenig was in die Kommentare rein. Lasst mal ein Like da. Und ich gebe mir Mühe, den zweiten Part auch so schnell wie möglich zu bringen, weil es gingen noch einige Anhänger ab. Aber es ist eine Heidenarbeit, das zusammen zum Zimmern da. Ja. Also, Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.